Und somit grüß dich zurück zu Generation Zero. Das müsste nun Episode 24 sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und in der letzten Aufnahme habe ich ja gesagt, wir werden uns diesen Apokalypse-Tank holen und schnappen. Hier werden wir uns verkriechen und verstecken wie kleine Feiglinge. Und wir werden jetzt mal versuchen, kurzer Blick, genau, den Bürstenmanni da hinten und Compadres ranzulocken. Vielleicht funktioniert's, vielleicht aber auch nicht. Jetzt schau ich nur gerade, wo haben die Radios hingesteckt? Hier sind sie. So da. Und nun schauen wir mal, wie das wird. Ich weiß, dass ihr da seid. Arschloch. So. Sehr gut. Jetzt haben wir das Gas einmal herunten. Das wollte ich eigentlich machen und schaffen. Wo ist er denn jetzt? Da. Sehr gut. Teil 1 dieser Geschichte hätten wir. Nur, wie locken wir jetzt die Großen ran? Das ist die Frage. Weil die haben die Radios nämlich nicht gehört. Ich habe da eine Idee. Das normale Moped reicht. Schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie man das vorstellt. Okay. Zwei Drohnen. Jetzt da. Hunter, Drohne.
ist stinkig, sehr gut. Na gut. Und es auch schon, das war ja sehr stinkig. Darf ich ehrlich sein? Das ist die größte Stärke des Spiels, der Kampf mit den Maschinen. Gusch. Er ist relativ hartnäckig, gell? Wurscht. Weil dann despawnt man der wieder, was? Das ist der größte Scheiße, was vor kurzem passiert ist. Wo ist der Tank? Der ist schon wieder angehauen. Der Hunter wird sich ja denken, was will denn die kleine Kröte von mir? Ah. Danke. Du Affe. Spiel? Ich wusste es. Da kommen sie mal mit der Schmäh daher. Das war zwar nicht der Tank, oder? Ah, er ist schon wie sagt man heutzutage so schön, getriggert. Oh, der ist ja boah, der ist muffig, ha? Boah. Drecksau. Wurscht. Der ist mir das letzte Mal despawned, deswegen habe ich das jetzt gemacht.
diese Apokalypse-Klasse, die ist schon eine Herausforderung für sich. Die Waffen ist nämlich überdrüber. Gesehen, wie schnell wir den jetzt niedergehabt haben. Also die Waffen, die kann ich dir nur empfehlen, die ist überdrüber. Wir haben jetzt aber noch 2 Tanks, gell? Schau. Ich habe nämlich dieses Experimental und Rivals Update auch mit reingenommen. Weil die Rivalen sind so oder so gespawnt. Also können wir das Backerle auch gleich mitnehmen, ist ja wurscht. Also wie du siehst, wenn du die Waffen hast, bist du eigentlich erfuhren dabei. Naja, 248 gepanzerte. Das mit dem Moped mache ich jetzt eigentlich nur, weil wir damit die Tanks besser unlocken können, weißt? Und ich will heute da mal ein bisschen aufräumen, weißt? Ich meine gut, spawnt der wieder alles. Alter, gib dir den Schaden. Jetzt hänge ich am Zaun, Alter, ich bin kein Arsch da. Oh Gott, das wird lustig. Ich hasse es jetzt schon. Schau dir an. Schau dir die Bazüne an. Oh, der Medikit. Wie gesagt, die Waffe, die ist überdrüber.
Und genau das ist das, warum so der Guerilla-Schwierigkeitsgrad später eigentlich in Luft auflöst. Und wir haben da aber erst Stufe 3. Gut, weißt du was? Jetzt, weil wir gerade so geil drinnen sind, wie du siehst, und genau das ist das, der Guerilla-Schwierigkeitsgrad hebt sie mit den Maschinengewehr eigentlich, ja, da legt sie eigentlich ad acta. Und daraus resultiert auch ein kleines Problem mit der Geschichte. Aber da kommen wir später dazu. Du musst nämlich zuerst einmal verstehen, wenn du es noch nicht weißt, und Entschuldigung, dass ich meine Ausdrucksweise so wähle, wenn du die Hauptgeschichte nicht kennst und die Ereignisse noch nicht kennst, dann verstehst du auch nicht den Zusammenhang. Warte mal, hauen wir nicht noch? Also wie du siehst, wenn du diese Waffen hast, bist du eigentlich vorn dabei. Und später, ich bin ja dann auf meinem letzten Spielstand, den ich gehabt habe, bin ich eigentlich nur mehr mit der AK 76, 76 in Gold herumgelaufen und mit dem experimentellen Panzerwehrsgewehr. Es hat vollkommen genügt. Wo haben wir eigentlich das Moped abgestellt? Und wo ist Fiskeback? Das ist aber schön Zeug. Bist du narrisch? Ja, wie gesagt, wenn diese Aufnahme jetzt zu kurz werden sollte, weil ich hier die Über-Drüber-Waffe habe, dann werde ich im Hintergrund vielleicht später nochmal was ranschneiden. Wow, heute habe ich Geburtstag. So. Bitte einmal ihn an. Bitte einmal ihn triggern. Wo ist sein großer Cousin? Oder sein Stiefbruder? Kommt ruhig mit, ich habe was für euch. Kommt ruhig mit. Dann machen wir es zu dritt. Der Kappa, er ist, ha? Hallo Tank. Hä? Was ist denn das bitte? Was soll das? Da waren nur drei Hunter, oder?
Warte ein bisschen. Ich munitioniere gleich auf. Da waren ja jetzt 3 Hunter, oder? Was sind die? Frage. Kann Systemic Reaction eigentlich noch irgendwas machen, was sie irgendwie richtig anfühlen tät? Ich hab da jetzt gerade 3 Hunter ins Visier genommen. Da laufst du ein paar Meter weg, dass du dich verstecken kannst. Und dass das dann vielleicht irgendwie angehst. Und dann, ja, machen wir halt einfach einen Despawn, weil es so lustig ist. Arschlöcher. Entschuldigung den Ausdruck. Aber das ist ein Entwickler, der kriegt ja noch weniger hin wie EA. Naja. Weißt, und genau das sind dann diese Kleinigkeiten, wofür ich das Spiel begonnen habe zu hassen. Und wo ist der Tank? Das kann nicht sein, bitte. Sehr gut, sie kommen. War. Der war gut. Na, die Zeit kriege ich nicht. Schneller Wett, jetzt sind die kaputten Gegner alle despawned. Weil das Spiel das nicht anders kann. Aber man, was willst du von so einem Entwickler noch erwarten? Außer Blödsinn. Das war jetzt damals das gleiche als mit Cyberpunk. Da haben sie dann, auf älteren oder schwächeren Plattformen haben sie dann die Dings entfernt, da haben sie dann die Einwohner oder die NPCs entfernt, was da in der Stadt so herumkraucheln und herumschmaucheln. Nur dass ich Spiel mit der Performance leichter tut, das ist ja so ein holder Gag. Sau. Entschuldigung, meine Ausdrucksweise. Du kleine alte Tröte. Den Zillertaler Hochzeitsmarsch ich dir auf deinem Arsche tröte.
So, und jetzt schnappen wir uns noch diesen kuriosen Herrn von und zu ein bisschen Gewicht haben wir noch. Ja, da haben wir später wieder was Schönes zum Ausräumen. Dich tue ich daher. 5. Mal schauen, ob das noch funktioniert. Warte mal. Jetzt locken wir ihn. Haben wir da Panzerbrechende? Nö. Ah, was von denen so verzieren tät. Oh. Kruzifix, die Ticks gingen mir auf die Nerven. So, wo ist der? Shit. Boah. Naja, allzu viel. Ach, 28 nur mehr. Dreck. Ich weiß was anderes zu machen. Du kleine, dreckige Flöte, du. Egal. Wir packen jetzt noch ein bisschen Munition ein für die 7, für diese hier. Mit der klappt das eigentlich ganz gut. Warte mal kurz, wir räumen da kurz aus. Und machen dann gleich mal weiter. Wo ist denn die... Wo ist denn die Lazarettkiste? Da.
Die halten wir uns. Wir werden uns das schon richten, wenn wir es brauchen. Das ist da mal weg. äh, gut, dass es jetzt ziehe ich. Wir benötigen. Warte mal. 4. Schau, wie sie da umstehen, die kleinen Hundling. Weißt, ich mag ja die Waffen eigentlich, aber wie die verziert. Du bist der fester Spitz. Arsch. Arsch mit Ohren. Hier Spanen. Mhm. Der war gut. Der war immens gut gerade. So, mein Freund, du oder ich? Boah, den haben wir jetzt an von Latz geknallt, ha? Ja, und er uns eine bomböse Rakete an den Kopf. Auch schön. Also wie du siehst, mit der Waffen erübrigt sich auch der Guerilla-Schwierigkeitsgrad. Mhm. Man gut, der Loot ist besser, kommt mir vor. Da, wie du siehst, installier das Rivalen und experimentelle DLC, lass das drinnen, das sowjetische Pack mit mit dem Maschinengewehr PM71 und das mit dem Crafting, und du hast eigentlich ab der Südküstenregion, so wie ich es jetzt gespielt habe, mit Level 14 fast keine Probleme mehr. Richtig gelevelt mit allem, was dazugehört, und auch diesem Baum hier hast du keine Probleme mehr. Genau. Weißt du was? Wir werden uns den Tank jetzt aber trotzdem noch holen.
Den Hühner. Ich glaube, dann haben wir eine actionreiche Ausgabe gehabt, oder? Weil die letzten zwei waren nicht langweilig. Haha. Boah. Ich glaube, der dürfte uns schon auf dem Latz gekriegt haben, ha? Boah. Dreck! Ja, warte noch, du kleiner Schisser, du. Die hol ich mir noch. Im Kampf gescheitert, na wirklich. Spiel, jetzt bin ich wirklich, ich bin entsetzt. Wie kann ich es wagen, im Kampf zu scheitern? Ja, perfekt. 4. Wie gesagt, jetzt zum Abschluss von dieser Episode holen wir uns noch den Tank. Wo kein Schwein mehr weiß, wo der ist. Es ist aber auch nicht so, es ist aber auch nicht unbedingt, ich will es ja nicht abstreiten. Die Tanks musst du bei Laune halten, weil die langweilen sie irgendwann einmal, nach 3,5 Minuten, weißt, drehen sie um und gehen. Boah. Macht der Schaden. Was? Das ist schon mal erwähnt. Wenn der Kampf mit den Maschinen nicht so ein Gaudi wäre in den Spiel. Und vor allem hat er der Tank, haben sie einen Tank irgendwann einmal ein bisschen agiler gemacht, wie du siehst. Kleine, räudige... Du kleine, räudige Milchkuh. So eine lila Milchkuh, ne? Ist nur gut, dass ich bis jetzt noch keine Mission gesehen habe. Ach, jetzt möchte ich mal was schauen. %7. Gut. So da. Also, wie du hast jetzt da am Anfang gesehen, wie schwer man sie eigentlich da hat mit Level 3 Waffen. Zum Beispiel der MK Pist, das war die da hier. Dann hast du das sowjetische Pack, da ist die drinnen. Und du bist eigentlich mit Stufe 3 bestens ausgerüstet. Ja. Darum sage ich ja, richtig gelevelt hast du spätestens ab der Südküstenregion eigentlich keine Probleme mehr. Sagen wir es einmal so. Auch auf dem Guerilla-Schwierigkeitsgrad. Und wenn du was nicht glaubst, bitte. Also, und das automatische Schwierigkeitsanpassung
ist auch kompletter Humbug eigentlich, weil, das kann ich da auch erzählen, weil das Level irgendwann einmal für die Maschinen aufhört. Du läufst eigentlich dann später auch dumm, wie, weiß ich nicht, wie ein Übermensch. Ja, automatisches, was? Aktiviere. Was ist das? Automatisches Anlegen beim Aufheben. Das automatische Anlegen von aufgehobener Ausrüstung. Stellt das neue Empfindlichkeitssystem an und aus, dass die Visierempfindlichkeit an die Zoom-Stufe angepasst wird. Ziele halten. Herzschlag. Okay. Passt. Wir reisen jetzt zum Abschluss noch einmal zurück in Richtung Steinhager. Ich glaube, wir haben uns jetzt knapp eine Stunde durchgekämpft, ne? Dreiviertelstunde. Also 45 Minuten. Ich glaube, das reicht, oder? Ja, ja, da sind wir uns einig. Passt, sehr gut. Haben wir schon wieder gewonnen, wir zwei Hübschen. Und so, kurz Anblick. Mir juckt schon wieder alles. Ja, also wie du siehst, wir könnten eigentlich ein bisschen was zerlegen, gell? Da mal weg. Mehr alles brauchen wir eigentlich nicht. Bin gerade mal überlegen. Den halten wir uns dabei. Ich mein, obwohl. Ja, wir halten uns die drei einmal. Mal schauen, was wir später damit machen. Vielleicht zerstören wir sie. Weiß ich noch nicht. Die Granaten zerlegen wir. Die zerlegen wir. Können wir überhaupt noch rein? Nee, ups. Mittlere Brennstoffzelle. Da haben wir eine erst herinnen. Wurscht, um mich damit. Da haben wir zwei große EMP-Zelle. Passt. Ja. Dann zerlegen wir das alles gleich mal ein bisschen. Und das, was wir nicht mehr brauchen, hauen wir gleich weg. Genau. Ja. Also wie du siehst, ist alles zusammen kein Problem. Eigentlich. Genau, weil das, was wir jetzt dazu haben, das können wir gleich das, was wir jetzt zu haben, hauen wir dort einfach auf den Boden. Genau. Perfekt. Und wir sind schon wieder auf 39 herunten. Den lassen wir aber dabei da. Das können wir alles brauchen. Da lassen wir auch noch ein bisschen alles herinnen. Was wir damit machen werden später, weiß ich noch nicht. Das gehalten wir uns. Da sind wir eigentlich auch gut ausgerüstet. Und dann haben wir das da einer. Und das Visier haben wir weg, genau. Und ich hätte gesagt, ich wünsche da jetzt nicht. Wir nehmen das. So. Ich wünsche da jetzt noch nicht hergeben. In Stahl. Genau. Zu wenig. Scheiße. Zu wenig Textil. Mhm.
Aha, du hast jetzt nichts. Spiel. Kurzen Blick, kurzen Blick. Planbaum öffnen. Braucht man nicht. Muni. Weil das ging jetzt eigentlich aus. Rauchgeschoss und da haben wir EMP-Geschoss. Siehst, und wir sind schon durch. Du brauchst dich da eigentlich nur wie ein Blödmann durchklicken. Ehrlich gesagt. Ah, das braucht alles Stahl. Scheiße. Das benötigt doch alles Stahl. Da wird es später zur reinen Qual. Hohlspitz. Warte mal. Was für eine brauchten Hohlspitz-Muni? Der da. Das reicht aber, wenn wir für den aber ein bisschen Hohlspitz-Muni herstellen. Die können wir später ja ausprobieren. Entweder ist das verpackt oder es hat einen Cooldown. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Weil ab und zu zeigt es da was an und dann zeigt es da wieder nichts an. Das ist natürlich auch schön. Genau. Das regt mich so auf. Nein. Ja. Ich hätte gesagt, wir belassen es für heute dabei. Wir haben heute eh genug Action gehabt. Zeigt habe ich auch, wie man in den Spiel eigentlich relativ schnell und mit einem einfachen Trick selbst auf dem Guerilla-Schwierigkeitsgrad weiterkommt. Du wirst aber lachen, was auf das Interesse hat später. Er wird sicher spawnen. Auf dem Reaper. Auf den Schwierigkeitsgrad immens Bock. Was haben wir denn da? Rivalenprofil. Stufe 3. Schön. Dann ist da noch ein zweiter gewesen. Ulven. Apokalypse. Stufe 3. Schön. Also wie du siehst, sie gedeihen. Schön. Der ist Stufe 4. Das ist ja gleich noch geiler. Sandbo, da haben wir Stufe 1. Ja. Was machen wir das nächste Mal? Silabik. So werden wir es machen. Schnellreise. In der nächsten Aufnahme, das ist jetzt zum Schluss bringt das Ganze, reisen wir. Da reisen wir. Pass auf. Jetzt wirst du staunen. Haha. Na komm, Spiel. Kann nicht so lange dauern, dass du mir ein bisschen Welt lässt. Hä? Jetzt da. Alles despawnt. Ach schön. Und wo soll da Mission sein, Spiel? Ja, ist wurscht. Wir kommen eh sicher nochmal her und dann machen wir die Mission. Und ist auch wurscht. Spiel, beziehungsweise storyrelevante Nebenmissionen machen wir. Die machen wir gleich so mit und der Rest ergibt sich dann, wenn wir so weit sind. Ist nächste Mal. Reisen wir von Sillavik hier runter. Reisen nach Sillavik selber. Werden da ein bisschen looten. Und werden dann da herunterreisen. Hierher. Genau. Und in der nächsten Aufnahme, dann in der übernächsten Aufnahme, geht es in Richtung Torsberger. Da werden wir aber etwas länger beschäftigt sein. Das hat seine Gründe. Das wirst du dann alles noch sehen und erfahren. Und ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen an Spaß gehabt da mit dem ganzen Scheiß. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir so weit sind. Die nächsten Episoden werden sehr wie sagt man, unterwegslastig und farmlastig werden, beziehungsweise aufdecklastig und danach gibt es wieder Story. Genau. Bis zum nächsten Mal. Baba.